Mein Name ist Theo Hartl. Ich bin Geschäftsführer von Münchner Kindelsenf. Vor 100 Jahren haben meine Vorfahren, Metzger am Viktualienmarkt, für ihre Weißwurst einen eigenen Senf gemacht und haben ihn Münchner Kindelsenf genannt. Von den Metzgerfamilien, speziell mein Großonkel, der den Senf am Viktualienmarkt gemacht hat, gab es keine Nachkommen. Darum hat mein Vater das geerbt, der praktisch ein Neffe war. Und der war kein Metzger mehr, hat aber dann den Senf gemacht und hat in München die Gastronomie und Viktualienmarkt beliefert. Mein Vater hat dann in einer kleinen Senfküche bei uns im Haus den Senf hergestellt. Er hat kleine Chargen gemacht, das waren immer 20 Kilo. Und da hat er 10 so Holzfässer gehabt und hat immer 20 Kilo angesetzt. Damals war das so, dass der einfachere Weg war, sich Senfmehl zu kaufen. In Hamburg gab es Senfimporteure, weil der Senf hauptsächlich aus Kanada kam. Mein Vater hat das ungefähr 20, 25 Jahre gemacht und hat einmal aus Altersgründen und auch, weil es nicht wirklich groß oder lukrativ war, irgendwann mal gesagt, er hat keine Lust mehr. Ich habe zu der Zeit Musik gemacht, habe ein Tonstudio gehabt und ich bin Vater geworden, es war Tschernobyl. Meine Frau hat gesagt, geh doch mal in einen Bioladen, wir müssen dem Kind was Richtiges zum Essen geben. Und ich war dann bei uns da in Gräfelfing in einem der ersten Bioläden und habe mich umgeschaut, habe gesehen, es gibt eine Fleischtheke, es gab Wurst, aber es gab keinen Senf. Und dann habe ich mit dem Ladeninhaber gesprochen und habe gesagt, ihr habt ja keinen Senf. Und der hat gesagt, nee, Senf gibt es nicht. Und da war die Idee geboren, Biosenf zu machen. Ich bin dann nach Hause gekommen. Wir hatten damals eine Band, eine Bandprobe gehabt und habe zu meinem Freund und Keyboarder, der Lebensmitteltechniker vom Beruf war, der hat damals Limonaden gemacht, habe ich gesagt, mein Vater hört auf und wie wäre es, wenn wir Biosenf machen, Münchner Kindl, die Marke kann man auch nicht sterben lassen. Und dann haben wir praktisch die Senfküche von meinem Vater übernommen und haben angefangen, Bio-Senfversuche zu machen. Es gab ja keine Rohstoffe damals. Wir haben uns dann erstmal erkundigt, wer in Bayern überhaupt biologisch anbaut, haben in Niederbayern einen Landwirt gefunden, der war dann so nett und hat sich auf das Abenteuer eingelassen, biologischen Senf anzubauen, was sehr schwierig ist, weil Senf hat dieselbe Problematik wie Raps, nämlich Rapsglanzkäfer ohne Spritzen, ganz schwierig. Und wir haben dann in Pilsting den Kriegel gefunden, der uns den ersten biologischen Branntweinessig in Europa gemacht hat. Und es hat ungefähr 2 Jahre gedauert, bis wir dann imstande waren, wirklich 100% Bio-Senf zu machen. Also der Landwirt, der uns den ersten Senf angebaut hat, der hat bald aufgegeben, weil es eben wirklich schwierig ist. Mal klappt es, mal gibt es eine Fehlernte. Und so haben wir dann den Kramerbräu, das ist fast 30 Jahre her, den Kramerbräu in Pfaffenhofen gefunden, die schon Bio angebaut haben auch.
und die haben sich bereit erklärt, mit Versuche Mischfruchtanbau und so, uns so zu versorgen. Und das ist natürlich bis heute so geblieben und unseren Essig haben wir nach wie vor vom Kriegel in Pilzding, auch Bayern. Und da sind wir sehr froh darüber, dass wir da auch diese, ja, die ursprüngliche Konstellation aufrechterhalten. Und es war von Anfang an ganz wichtig, natürlich auch so ökologisch wie möglich zu handeln, was den regionalen Anbau mit einschließt. Und als sich in Fürstenfeldbruck die Bewegung Bruckerland gegründet hat, Bruckerland und heute unser Land, waren wir von Anfang an dabei und haben auch uns da die Rohstoffe und Landwirte ähm, gesichert. Ja. Also die erste Zeit war relativ kurz, da waren wir in der Senfküche meines Vaters. Das ist natürlich sehr schnell sehr eng geworden. Dann sind wir in die größere Garage gezogen und 1996 war das auch, haben wir uns im Nachbarort ein 250 Quadratmeter Produktionsfläche gemietet. Und 2006, wo es Bio wirklich angefangen hat, ja, gesellschaftsfähig zu werden und wo die Nachfrage einfach größer war, war der Moment, wo wir beschlossen haben, uns so zu vergrößern und zu bauen. Da sind wir heute noch. Wir haben natürlich angefangen, gleich nachdem mein Vater aufgehört hat, das süße Senfrezept ja, in Bio umzusetzen. Uns wurde aber schnell klar, dass es auch wichtig ist, mittelscharfen Senf zu machen. Und dann ist uns eigentlich so nach und nach bewusst geworden, was für Schöpfungstiefe im Senf ist. Und wir sind ja kreative Menschen. Mein, mein Freund und Musikpartner und ich, wir haben uns dann immer mehr in verschiedenen Rezepten verloren. Ich glaube, dass wir über 300 Rezepte haben, von denen 20 ja, am Leben sind, zum Kaufen sind, aber die Ideen sind grenzenlos. Also von Senf mit Whisky über Zwetschgen, was weiß ich. Also man kann alles machen. Es ist jeden Tag eine neue Idee. Wir hatten damals einen Kunden, der bei uns Senf gekauft hat und der hatte bei einem anderen Hersteller Mayonnaise eingekauft. Und der Hersteller hatte Probleme, also irgendwie hat die Mayonnaise nicht funktioniert. Und dann haben wir innerhalb von 2 Wochen Mayonnaisenrezept und sind in die Mayonnaisenproduktion eingestiegen. Diese Rezeptur haben wir bis heute noch, das ist unsere Zitronenmayo. Ja, Barbecue-Soßen, das war auch mehr ein Unfall. Und zwar habe ich für einen Bekannten, der in Amerika lebt, aus München ist und Harald heißt, eine Barbecue-Soße gemacht. Er ist ein Barbecue-Freak. Seine Kinder nennen ihn Dirty Harry, weil immer Barbecue-Finger. Und dem haben wir eine Barbecue-Soße kreiert. Er hat sie mit nach Amerika genommen, hat an der Weltmeisterschaft teilgenommen, hat den ersten Preis gemacht. Das war praktisch der Start, dass wir auch Barbecue-Soßen machen. Dass meine Kinder weiter Senf produzieren, finde ich natürlich besonders toll. Ich meine, meine Kinder sind ja auch die Ursache gewesen für Biosenf und das ist eine große Freude, dass meine Töchter das weitermachen. Sich biologisch zu ernähren ist ja eigentlich das Natürlichste. Und
Es ist ja noch nicht so lange her, da war alles Bio. Und wir haben vergessen mit Industrie, mit den Zusatzstoffen, mit den Düngespritzmitteln und alles, glaube ich, dass es nicht nur ein Modethema ist, sondern es ist was Existenzielles. Wir schädigen unser Immunsystem, Allergien, es wird ja immer schlimmer. Inzwischen Aromen gibt es für alles. Man erfindet Enzyme, die Fleisch zusammenwachsen lassen. Also es ist meiner Ansicht ein kranker Weg und mir ist wichtig, dahin zurückzukommen, dass der Bäcker wieder keine Backmischung macht und richtig einen Sauerteig ansetzt und das alles. Es ist möglich und es muss gemacht werden. Das, was uns im Kern ausmacht, ist eigentlich der Familienbetrieb, auch der Zusammenhalt in der Firma, die Möglichkeit ich sage immer, ich möchte anständig Geld verdienen und anständig heißt mit Anstand Geld verdienen. Am Abend nach Hause gehen und zu wissen, ich habe was beigetragen. Es macht ein sehr gutes Gefühl und es ist Lebensqualität, zum Landwirt nach Pfaffenhofen zu fahren, das Feld anzuschauen, wenn er ausgesät hat, den Senf wachsen zu sehen, die Produktion und dann auch am Viktualienmarkt und in unserem Werksverkauf mit dem Kunden reden, probieren lassen und sich freuen, wenn es schmeckt. Das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage, weil es sind alles meine Kinder. Und was für Kind bevorzugt man schon? Also ich esse natürlich gern so einem Bratwürstel einen Meerrettichsenf oder einen Dijon-Senf. Süßer Senf zur Weißwurst sowieso. Ich esse auch einen süßen Senf sehr gerne zu einem Camembert-Käse. Ich liebe den Grill- und Fondue-Senf. Also es hat jeder irgendwo seine Berechtigung. Entscheidend ist nur, dass man weiß, was man damit macht. Wir haben einen Estragon-Senf. Wenn ich da eine Lammkeule mariniere am Tag zuvor, das ist einfach genial. Oder Geflügel, Feigensenf zu Käse und so. Also es ist alles super und ich hab keinen Lieblingssenf. Münchner Viktualienmarkt, Münchner Viktualienmarkt.